slide. Genau, nicht so. Kenapa kenapa? Ne, kena kau an, kena beri kena muka lagi, Genau.
Hallo. Hallo, liebe Geschwister. Der Herr möge euch reichlich segnen. Wer will und kann, stehen wir vielleicht gemeinsam auf. Und ich bitte euch, lieber Handybesitzer, bitte achte auf dein Handy, dass du nicht im WLAN reingehst, weil wir haben jetzt hier Livestream und wenn dann wird abgebrochen. Wenn so viele drin sind, dann haben wir keinen. WLAN aufmachen, genau. Und stumm schalten für die nächsten 2 Stunden am besten. Du kannst zu Gott schalten. Psalm 50,15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Wir wollen jetzt gemeinsam beten. Ich bitte dich, schließe dich an, nimm das Blut Jesus in Anspruch und lass dich reinigen durch das heilige Blut Jesus Christus. Im Glauben, wenn wir bitten, so dürfen wir empfangen. Wir wollen gemeinsam beten. Parodel, Herr Jesus. Memangatot, Tata Jesus Christus. Memangatot, Messias, Heiland, Gott, Vater, Himmel, Herr Jesus. Der du Herzenskenner bist, Parodel, Herr Jesus. Der du, Parodel, die Auferstehung, der du das Leben bist, heiliger Gott, Messias. Du bist der Hakusi, Parodel, Herr Gott, was, Parodel, du Karalen, Messias, Herr Jesus. Du kennst deine Kinder, Vater, Himmel, Herr Jesus, und du liebst jeden einzelnen Messias, Herr Jesus. Dein heiliges Blut ist für jeden Einzelnen geflossen, Herr Jesus Christus, und wir möchten dieses heilige Blut jetzt in Anspruch nehmen. Wir möchten dich bitten, heiliger Vater, reinige uns bitte, Jesus. Reinige uns bitte, heiliger Vater, mit dein heiliges, allmächtiges Blut, Jesus Christus. Wir glauben, was in deinem Wort geschrieben steht, heiliger Vater, Jesus. Wenn wir dich im Glauben bitten, Messias, Herr Jesus, so wirst du unsere Gebete hören, Vater im Himmel, Herr Jesus. Und wir glauben daran, Vater im Himmel, dass du uns Reinigung, Heilung schenkst, Vater im Himmel. Dass du uns Wiederherstellung schenkst, Vater im Himmel, Herr Jesus Christus. Und so möchten wir dich bitten, Jesus, für jedes Herz, Vater im Himmel, Herr Jesus Christus. Das mühselig, das beladen ist, Vater im Himmel, Herr Jesus. Ja, Vater im Himmel, hilf ihnen, heiliger Vater, jetzt abzuladen, Messias. Denn in deinem Wort steht es geschrieben, in Matthäus 11, Barodel 28, die ihr mühselig, die ihr beladen seid, kommt zu mir. Ich werde euch erquicken. Und Kagemangat, bitte Barodel, bitte Heiland.
um von dir zu empfangen, Herr. Aber wir wollen uns jetzt hier in Gemeinschaft stark machen, Herr. Herr, stark für unsere Schwachen, Herr. Für unsere Kranken, Herr Jesus. Denn du kennst jeden mit Namen, Herr. Herr, lasse dein wunderbares, ja, heilende Blut über alle Krankheit fließen, Herr. Herr, denn du kannst wieder die Menschen ganz neu aufrichten, Herr. Herr, nicht unser Wille, es soll dein Wille geschehen, Jesus. Herr, wir wollen uns nur stark machen, Herr. Es dir übergeben, Herr. Denn wir erwarten von dir, Herr Jesus, dass du Menschen wieder, ja, lebendig machst, Herr. Lebendig im Geist, Herr, aber auch am Körper, Jesus. Und wir wollen es proklamieren, dein Blut, Herr, was du vergossen hast, Herr. Dein Blut wollen wir über diese Krankheit jetzt fließen lassen, Herr. Dein Blut, das alle Krankheit auswascht, Herr. Herr, wir bitten dich, Herr Jesus, dass du eingreifst, Herr. Und nicht unser Wille, Herr, dein Wille soll geschehen, Jesus. In deinem Namen, Herr, ist Vollmacht, ist Autorität, Herr. Da ist Leben und Rettung, Herr Jesus. Hab Dank, Herr. Danke, Jesus. Amen. Liebe Geschwister, wir wollen auch gleich anfangen. Wir wollen aber noch mal einmal beten. Du kannst hier sitzen bleiben oder stehen bleiben, das ist egal. Aber ich bitte dich um eins. Es ist wichtig, liebes Herz, hör zu. Wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen, so wird er sich finden lassen. Wenn du nur halbherzig hier bist und nicht zuhörst, die Kirche vielleicht, dann wird sie nichts mitkriegen. Es ist schade. Weißt du warum? Weil Gott möchte zu unseren Herzen reden, liebes Herz. Gott möchte zu unseren Herzen reden. Und er hat ein Wort für dich und ein Wort für mich. Aber weißt du, wenn wir hinausgehen, wenn wir uns vielleicht beschäftigen mit anderen Sachen und Gott redet und wir hören nicht zu, was habe ich dann davon? Nichts. Ich komme hier genauso rein, wie ich gekommen bin, gehe ich auch wieder raus. Und das sollte doch nicht so sein, oder? Es sollte eine kostbare Zeit für uns sein, weißt du? Woanders sind wir unterwegs, Tausende, also Hunderte von Kilometern, sage ich mal, um eine Gemeinde zu besuchen. Und wir sind hier um die Ecke, außer unsere Brüder sind jetzt gekommen aus Bochum. Ja? Aber wir sind hier um die Ecke, liebe Geschwister, und wir sollten uns Zeit nehmen für den Herrn. Ja? Und kann ich mal beten, wenn wir traut, bitte bete mit. Ich bitte dich, wenn du was empfangen möchtest, in der Apostelgeschichte steht geschrieben, es war eine Frau Lydia, die hatte Acht gegeben, was von Paulus geredet wurde. Und weißt du, wer hat dir das Herz aufgetan? Der Gott. Unser Gott hat dir das Herz aufgetan. Aber warum? Weil sie darauf geachtet hat. Wenn wir nicht achten, dann bekommen wir auch nichts mit. Schon reden die Kaufleckak, ja? Schon reden. Aber hier wichtig, mit Genas um Heujaila, liebes Herz. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Es ist in der Endzeit sind wir. Das hat mein Vater schon vor 40 Jahren gehört, das stimmt. Aber wenn wir jetzt die Zeichen der Zeit sehen, es ist ganz nah, das Wiederkommen Jesus. Und wir wollen nochmal beten. Bitte. Benino, führe mir an die Gebete, bitte schließ dich an. Benino betet ein bisschen lauter, ihr könnt ein bisschen leiser beten, aber bete mit. Es ist wichtig, dass du hier drin rein wirst. Dass du dich reinigen lässt durch das Blut Jesus Christus. Denn jede Sünde, es trennt uns von den Herrn. Wenn du diese Sünde nicht vor den Herrn reinwäschen lässt, es trennt dich. Und du bekommst nichts mit. Der Herr segne euch. Benino betet, ich bete mit. Halleluja. Himmel vorrecht die Genasse, wenn am Tierer Schade. Himmel vorrecht die Gemeinde her. Da war ein Ketten, allmütig her. Wenn er los war, und da geht der Mann dann steht er her. Und tut man hell her. Nicht nur lauter weg. Hat und ein Schwester her. Heute ist die hier als Cousine, eines Gefälle her, eines Gedanken her. Heute ist die Verleder her. Nicht nur weg. Und dem ist du vollkommene Liebe her. Der ist du Beistand durch den Heiligen Geist. Weisheit und Effekt. Eure man auch sich auf dieses her. Und hat nur eure Fehler her. Die hat selbst. Die Urhalt her. Jetzt. Keiner verrät, wenn nur wieder her. Und du bietest du Heiligen Geist. Und der wird du her. Erfahrung. Der wird du her. Die Gegnungen sind selbst. Und da geht man aus, und der verbaut sie. Allauter Herr, dein Gemeinde Herr, und Kulmendi Herr. Rekabinen stehe Rekabin Herr. Als Rat, im Namen Jesus, und Nazareth. Und Menschen von einer Gemeinde von Apostol und Apostel Herr. Die werden mit Ghana Herr. Und wenn sie allmütig, kettlich lassen, die Kraft,
Scharast du und Willen, du Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. In Jesus Namen. Amen. Ja, Geschwister, wir können uns einen kurzen Moment setzen. Ein bisschen lauter nochmal. Behalte dich schon ab, mal ein bisschen. Ja, ich begrüße einen jeden in den Namen Jesus Christus. Amen. Und dieser Name, er hat was getan in unser Leben. Jesus hat uns errettet. Und dieses gebe ich dir heute schon Anfang in deinem Herzen mit, dass Jesus hier ist. Amen. Bist du gekommen, um mich zu sehen? Oder bist du gekommen, um Jesus zu erleben? Amen. Amen. Ja? Wir können jetzt eines Sinnes sein, eines Geistes sein, indem wir Jesus preisen und loben. Amen. Hier wird kein Mensch geehrt, erhoben, nur Jesus Christus. Das habe ich auf meinem Herzen, euch zu sagen. Und ja, wir wollen uns einmal erheben, natürlich, wem es geht, wer kann, und möchte auch die Älteren den Segen Gottes heute wünschen, jeder ältere Mann oder Frau, die heute hier sind, der Herr segne euch. Der Herr hat euch ganz besonders lieb. Glaubst du das? Amen. Halleluja. Und gebetet haben wir, wisst ihr, der Heilige Geist ist hier, weil seine Gemeinde hier ist, weil du hier bist. Amen. Seine Kinder, geliebte Kinder. Und wisst ihr, wir können noch beten, wir müssen glauben, dass der Herr hier ist. Glaubst du das? Mose wusste es, denn Gott hat zu ihm gesprochen. Mose, Halleluja. Er kam so nah, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Und heute komme ich Gott und du kommst Gott so nah, dass Jesus zu deinem Herzen spricht. Amen. Wollen wir mit Freude das erste Lied singen? Wir singen dem Herrn und nicht Menschen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, dass du in deinen Lobpreis und Anbetung fahren. Jesus, im Lobpreis wohnt und thronst du, Herr. In den Lobgesängen Israel, ja, in den Lobgesängen von der Gemeinde von die Hand, wohnst du, Herr. Kennt ihr den Namen? Gaudivis Pandeve, Tina Lob hast du. Gaudivis, Halleluja, liebe Schöneitut. Gaudivis, tutti lobreses. Mit Ibumui, mit Iusi und mit Uzelogin. Yetrakondo Yabakatalashia. Kennt ihr den Namen? Gaudivis Pandeve, Tina Lob hast du. Gaudivis Pandeve, die oh Jesus mit Charatut Herr. Gaudivis Pandeve, ja das Tirulab, yo Ibahu. An den Geist mit Ibahu. Gaudivis Pandeve, Gaudivis Pandeve, du Geist, du Geiger, und die Hadas, die Ulabe, die Ulabe, die Palalauda, Nardu, gib mir den Liste, Gaudivis Pandeve, Gaudivis Pandeve, und die Hadas, die Ulabe, die Ulabe, Palalauda, Nardu. Halleluja, klatscht in der Meski. Gaudivis Pandeve, oh, no. Gaudivis Pandeve, oh, Halleluja. Aber ich frage
Wisst ihr, Geschwister, die Bibel sagt uns, wo der Geist des Herrn ist, da ist Halleluja. Und der Herr möchte dich frei machen. Er möchte dich von jeder Kette lösen. Vielleicht bist du hier und lajetut, die Petrab, Adab, Heiliger Basta. Der Herr möchte dich lösen von allen Ketten. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und der Geist Gottes ist auf uns. Die Bibel benehmigt, er ruht auf uns. Ich möchte dir was sagen. Jesus hat dich ganz besonders heute lieb. Glaubst du das? Ganz besonders lieb. Deine Kinder haben dich lieb, dein Ehemann und vielleicht andere Menschen, aber Jesus hat dich ganz besonders lieb. Halleluja. Hast du diese Liebe empfangen? Ich weiß, heute ist ein bisschen unruhig. Die Kinder, auch ein bisschen andere Größe, Menschen, die am Sprechen. Aber wisst ihr, Geschwister, wir müssen uns diese Zeit nehmen für Gott. Wir haben die ganze Woche Radau und Stress und Arbeit und alles und Sonntag hat Johannes was empfangen, eine Vision. Das war am Sonntag. Und heute haben wir auch Sonntag. Der Herr möchte, dass wir Sonntag zuhören und den Herrn begegnen. Glaubst du das? Amen. Er hat geruht, der Herr ruht am 7. Tag. Darum sei in Frieden, deine Ruhe, entspanne dich, höre zu. Der Herr hat heute was für dich. Wir wollen weitergehen, wir wollen das zweite Lied hören. Ich predige nicht, ich möchte auch nichts dem Bruder wegnehmen. Darum wollen wir den Herrn loben. Öffne dein Herz, lass dein Herz öffnen. Freue dich, dass du hier bist und singe den Herrn dieses Lied. Amen. Halleluja. Elobatu. Encharatu. Danke, Jesus. Encharatu, die Gnade, die Erwähnung. Kennt die Benach? Der Glaube. Amen. Und dieses Ziel, Gott Jesus, du tust mir so gut, ja so, Jesus. Dein Wort. Weißt du, was hat die Ojibe? Halleluja. Dein Wort tut uns gut, ja so gut, Jesus. Es ist Gnade, mit dir zu gehen, es ist Gnade, von dir zu erzählen, es ist Gnade, mit dir zu gehen, Jesus zu leben, Jesus zu leben, es ist Gnade, ich freue mich frei, mit dir zu gehen, es ist Gnade, von dem Tempel Jesus, es ist Gnade, mit dir zu gehen, Jesus zu leben. Der Glaube sieht das Ziel und dieses Ziel bist du. Du tust mir so gut, ja so gut, Jesus. Kennt ihr den Namen? Dein Wort hat Halleluja. Dein Wort tut uns gut, ja so gut, Jesus. Es ist Gnade, mit dir zu gehen, es ist Gnade, von dir zu erzählen, es ist Gnade, mit dir zu gehen, Jesus zu leben. Es ist Gnade, mit dir zu gehen, es ist Gnade,
Amen, Jesus. Ja, du lachst dir, himmelske Vater. Gepriesen ist Ulla, Halleluja. Amen. Wir können uns hinsetzen. Wir sind ja sportlich. Ja. Hast du Jesus schon jetzt erlebt? Amen. Wisst ihr, wir erleben Gott im Geist. Nicht mit unser Fleisch, mit unser Verstand, sondern wir erleben Gott durch unseren Geist. Halleluja. Und Gott ist Geist, darum beten wir an. Im Geist und Anuchachabe. Halleluja. Und ich rufe meinen Bruder auf, meinen älteren Bruder von Bochum. Amopal, ja. Ein Zeugnis, wir hören zu. Pai lauta minä bauti veskula. Kamauta min dura lavas penel. Mim naslums me kun naslepen. His drinte paspel sis misto. Kujunu naslepen. Kamauka min penel hoi vivas. Und katigau herzu is mitpaschmen die Stunde lang. Und puru janko ne. Remscheid. So ist nur noch kui. Paar Rauma erstmal kui vier. Erste Stelle übernehmen. Amen. So. Dann lass uns mal die Ratte, Kuba. Dann lass er weiß, es tut mir leid. Und was ist jetzt los? Du bist leider wiedergekommen. Lass uns mal die. Nicht so, aber mit auch wirklich nicht. Patientenkauf und warum den aus? Ja, steht auch gut. Ja, genau, ja. Und Jagi betaucht mir nur noch Nasli oder wie auch immer. Matrasche nicht. Mit Penauko immer Jagi leicht. Ich bin auch ja leicht immer, aber vertrau auf Gott. Ich werde mir umgekehrt nur noch da. Außer manchmal mit Unaschen, das schau nicht lange nein da. Ja, nur eins war hier. Aber Jagi, viel Raum am Wohl, lauter mich. Ich bin schaute Menge, lauter kennt ich Gottes Segen und alles Gute für die Menge. Und nur noch für Manni. Amen. Ja, war das ein Zeugnis, sage ich, wisst ihr? Halleluja. In allem. Ja, Mopal an. Komm, mein Bruder. Ja, noch ein Zeugnis. Dazu. Gottes Segen. Ja, Gottes Segen, miteinander. Shalom. Ja, das Schönste ist, wenn man bezeugen kann und darf, was der Herr in seinem eigenen Leben getan hat. Das ist das Beste und das Schönste. Und das den Menschen so beizubringen, dass wir einen lebendigen Gott haben, der heute noch Wunder tut wie vor 2000 Jahren. Also, noch besser und aktueller geht es gar nicht mehr. Wenn man selbst bezeugen darf, was der Herr in meinem Leben, in deinem Leben bewirkt hat oder verändert hat. Oder ganz neu geschaffen hat. Amen. Und ich möchte euch in kurzen Worten sagen, der Herr hat mich frei gemacht von Rauch. Das möchte ich euch ganz kurz bezeugen. Das war so wunderbar, so groß in meinem Leben, weil der Herr, der macht es so, wie er es möchte. Nicht wie wir wollen, er macht es so, wie er möchte. Und der Herr macht es auch sofort. Und ich darf bezeugen, zu Ehre Jesus, 2018 war ich einer der vielen Brüder, der mitgefahren ist nach Israel. Wir waren, glaube ich, insgesamt 74 Brüder. Diese ganze Zeit ging so um die 4 Tage rum oder 5 Tage. Und in dieser Zeit hatte ich eine Woche zuvor mein Leben Jesus gegeben. Eine Woche zuvor. Und durfte da mitkommen mit dieser Israel-Reise und habe mich gefreut. Und ja, es war für mich selber ein ganz großes Wunder, wie ich Jesus da näher kam.
Aber ich will euch nur kurz erklären, wie es dazu kam, dass der Herr mich frei gemacht hat von diesen Rauchen. Ich hatte zu meiner Schande noch eine Schachtel Zigaretten dabei, zu der Fahrt nach Israel, da waren 4 Zigaretten drin. Und ich hatte auch noch den ersten Tag 2 Zigaretten geraucht, den dritten Tag auch noch eine geraucht und hatte aber die ganzen Tage mit den Herren wirklich lebendige Begegnungen. Durch die ganze Führung, wie die Brüder das alles so erklärt haben und diese Stätten, wo Jesus da gewirkt hat, das kam alles so, ja, so real, so lebendig in mir. Also, dann kam diese kurze Zeit am Frühstückstisch. Wir waren da morgens früh, waren wir die ganzen Brüder, hatten Gemeinschaft Frühstück. Ich habe mich dann von denen entfernt, bin allein hoch bei mir im Zimmer und gehe im Gebet und sage ganz kindlich zu meinem Herrn, ganz einfache Worte, sage ich: Herr, du kennst mich. Und du weißt, Herr Jesus, ich schaffe es nicht aufzuhören zu rauchen. Aber ich will es zu deiner Ehre machen, Herr. Herr, mach du mich bitte frei. Aber auch so frei, Herr, ohne Nebenwirkungen. Das habe ich dazu gesagt. Ja, bitte, Herr. Weil ich hatte ja von vor dem noch immer gehört, wenn man aufhört, das ist ja eine Sucht. Und der eine hat damit zu kämpfen gehabt. Und ich habe mir das Bild nicht bilderschlimm ausgemalt. Aber beim Herrn ist ja nichts unmöglich. Ich hatte gesagt: Herr, bitte mach du mich frei. In dieser Einfachheit, in diese, ja, Kindlichkeit. Weil ich kam mit einer Haltung, mit einem Glauben zu meinem Herrn: Herr, ich schaffe es sowieso nicht, aber ich weiß, du schaffst es, Herr. Und ich sage euch was. Die nächsten 2 Tage, ich habe selber gar nicht gemerkt. Ich bin da mit meinem Freund von Bremerhaven, hatten uns da halt in Israel, in Jerusalem, in die Stadt aufgehalten, hin und her, dann noch ein paar Einkäufe gemacht. Dann sagt er zu mir, weil ich war auch ein Mensch, ich muss dazu sagen, wirklich, ich war ein starker Raucher. Und man hat mich fast nie gesehen ohne Zigarette. Dann sagt er zu mir: Lecky, du rauchst nicht mehr? Ich sehe dich heute den ganzen Tag ohne Zigarette. Sag ich: Benny, ich habe gestern gebetet, alleine bei mir im Zimmer, habe das den Herrn übergeben. Ja, gut. Also ich sage euch, von diesem Tag bis heute, ich habe nie einen Schmacht gehabt, nie das Bedürfnis gehabt, eine Zigarette zu rauchen. Ich hatte mich so gefühlt, ob ich noch nie geraucht habe. Und das ist bei dem Herrn möglich. Das macht der Herr, wenn wir wollen. Das Entscheidende ist immer: willst du? Der Herr will immer. Aber es liegt an uns doch. Und so viele Bereiche, wo wir uns einfach da noch befinden. Und was ganz wichtig ist, ein Wort hat der Herr mir geschenkt: wenn wir uns nicht ergeben, das heißt, sich ausliefern den Herrn, dann wird auch nichts passieren in unserem Leben. Wir müssen uns in manche Bereiche ergeben. Und da kann der Herr was ganz Neues in uns schaffen. Und das wurde mich auch die letzten 5 Jahre so groß in meinem Leben. Es gibt viele Bereiche noch, wo ich da den Herrn, ja, es übergeben muss. Aber das Wichtigste ist doch, dass wir angeschlossen sind an Jesus selbst. Und der Herr will uns immer wieder unterstützen und uns tragen, wenn wir es wollen. Wir müssen es zulassen. Amen. Amen. Halleluja, danke Jesus. Ja, Geschwister, wir wollen jetzt zum Opfer kommen. Und dann kommt unser Pastor nach oben einmal. Hier kannst du lauter da noch? Ja, Gottes Segen, liebe Gemeinde, das war ein Appell, ein Zeugnis auf die Raucher. Also Raucher, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Amen. Und interessant, wenn man hört, wie Gott wirkt.
und ein schönes Wort hat der Bruder gebraucht. Wir müssen uns den Herrn ausliefern. Das ist ganz, ganz wichtig für uns. Und so begrüße ich jeden Einzelnen von euch. Schön, dass ihr hier seid, dass die Gemeinde voll ist. Der Herr segne euch. Amen. Auch von Bochum, von Remscheid. Ja, einfach von überall so, von Hamm. Und ist ganz was Besonderes, wenn wir so zusammensitzen. Weißt du, und dann siehst du so in die Reihen und dann siehst du einfach, wie Gott wirkt an den Menschen. Amen. Und zwar, wir haben als Brüder, als Gemeinde was auf dem Herzen. Wir wollen was tun, was Nützliches. Wir wollen helfen. Und wir wissen, Jesus kam überall und Jesus hat geholfen. Kranken, Tote auferweckt. Er hat Menschen gespeist, wissen wir. Wo nichts war, Jesus hatte Menschen zu essen gegeben. Amen. Und die Gemeinde, ja, wir wollen heute ein Sonderopfer einnehmen. Wir haben gehört, ja, von einem Mann, der ist, glaube ich, 62 Jahre alt. Ich will es kurz machen. Und zwar, er ist zu Hause ja einfach umgefallen. Er war knapp eine halbe Stunde, lag er auf dem Boden zu Hause in Köln und hat unheimlich ein paar Liter Blut verloren. Und dann haben sie ihn im Krankenhaus gebracht und sein Sohn kam rein danach und hat diese Blutlache gesehen und sein Vater im Krankenhaus. Er ist kurz abgedreht, hat die Wohnung angezündet und die ganze Wohnung verbrannt. Ne? Panik und so weiter. Und natürlich die Menschen, die sind da beim Krankenhaus und die Menschen sind kaputt, fertig. Sie wissen nicht weiter. Jemand hat da einen Wohnwagen hingestellt, da auf dem Platz in Köln, wo sie einfach sich aufhalten können, schlafen können. Und wir wollen die Gemeinde helfen. Wir als Gemeinde wollen den Menschen helfen. Wir wollen sie ein bisschen unterstützen. Und es ist so, Geschwister, wir wissen, einer oder zwei ist schwierig. Es ist schwierig mit 2, 3 Mann, dass man das stemmen kann. Aber die Bibel sagt, in die Gemeinschaft sind wir stark. Amen. Und gerade wenn solche Situationen kommen, wisst ihr, dann halten wir zusammen. Dann sind wir die Einheit Gottes. Amen. Die Bibel sagt, trage des anderen Last und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Amen. Weil für einen ist die Last zu schwer. Aber wenn wir sie aufteilen und wenn jeder was gibt und dass wir den Menschen einfach dieses bisschen, was wir zusammentragen, hinbringen, dann haben sie schon mal eine Sorge weniger. Weißt du, wenn ein Mensch im Krankenhaus ist und wenn man selbst nicht viel hat, dann hast du noch eine Sorge mehr. Und so wollen wir sie doch ein bisschen unterstützen als Gemeinde, wollen ein Sonderopfer einnehmen und dann den Menschen, den Leuten das geben, dass sie sich wenigstens essen, trinken, für die Kinder, was sie brauchen. Und die Menschen haben wirklich das, was sie anhaben, mehr haben sie nicht, weil die ganze Wohnung komplett ausgebrannt wurde. Da ist nichts mehr, was sie haben. Und wenn du dir das vorstellst, wenn dein Zuhause, wo du isst, wo du schläfst, wo du dich auffällst, plötzlich alles weg ist. Wir haben diesen Fall vor, lange gehört, 2 Monate, 3 Monate? Im Oktober hatten wir den Fall auch hier in Hamm. Von einer Schwester auch ist die ganze Wohnung abgefackelt. Nichts mehr da. Und sie hatte auch Schwierigkeiten. Und jetzt, erst vor kurzem, Gott sei Dank, hat sie eine Wohnung bekommen. Und natürlich helfen wir da auch weiter. Was sie noch braucht, wir unterstützen so wie es geht. Wir lassen den Menschen nicht einfach im Stich. Würde Jesus niemals machen. Jesus würde niemals einen Menschen im Stich lassen. Amen. Warum nicht? Weil er sich selber gegeben hat. Amen. Und so wollen wir doch ein Sonderopfer einnehmen, Danny Arm. Und dieses Sonderopfer, ich denke, der Bruder ist hier aus Remscheid-Todano. Wir können
wirklich dem Bruder das Geld anvertrauen und wir wissen, dass es auch dann in guten Händen kommt, dass das weitergereicht wird und dass die Leute sich da halt wenigstens, sagen wir mal, das kaufen, was sie brauchen. Amen. Ja, Shalom Gemeinde. Ich glaube, warum wir heute das Geld sammeln, wurde gesagt. Aber wir wollen auch zusammen aufstehen und für die Familie beten gemeinsam. Amen. Halleluja, Baruch Jesus, Herr. Oh Vater, wir waren gerade im Thron, Baruch Jesus, Herr. Manato, kana für die Familie, Baruch Herr Jesus. Oh Baruch, du bist Israel, Jesus, Herr. Du die die Baruch Herr Jesus, Herr. Nasset ben Vater, Herr Jesus, Herr. Oh, neem in zorg, Baruch du Jesus, weniger dann konfrontieren, der Vater, Jesus, Herr. Wenn man gerade um eins als Gemeinde war, gerade im Thron, Jesus, und man hat und greift die Dreh, Vater, Jesus, Herr. Helf wie Vater, Jesus. Heilig, Baruch Jesus, Herr. Der zuversichtbare Debel Jesus, der Hoffnungabare Jesus, Herr. Der erkenntnisbare Debel Jesus, Herr. Der kennt die Altu, wo Einzug in der Helfreder war, Debel Jesus, Herr. Danke, Manat und Vater Jesus, Herr. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Jesus, Herr. Heiligen Jesus, Herr. An Geist, Leib und an der Seele, Baro Debel Jesus, Herr. Sikilendig und du Heilbaro Debel Jesus, Herr. Und der halt du, Herr, in jeder Situation, Vater, Herr Jesus, Herr. Wenn Penal Danke stehen, Vater, Herr. Segen Hackines, wenn er trage was Paschelbar und der Jesus, Herr, kann er, Herr. Und in der Kollen und in dem wieder Chief, Vater, Jesus, Herr. Wenn wir dann Amen, was tut die Jesus, Herr. Amen. Ja, nochmal jüdische Neupasche. Halleluja. Und zwar Ripa Marujim, Shivara Jesus. Weil die du, Herr, erlebst. Ja, Jesus. Schnell, Jesus, Herr. Akumenchu, Herr. Shivara. Du bin Herr Jola, fürchte dich nicht. Denn ich bin mit dir. Halleluja. Oh, you David, to keep an Ich kommt das war heute du Mangel. Schnell mache Gebet, Herr. Und du erklärt mir Nikotis. Magari. Meum tua. Halleluja. Ritirala bei Jesus. Und du benannt Mendi. Magari. Devil Penay Magari. And he's not hungry. Ich kommt das war heute Mangel. Oh, Bamadari. Meo tua Madari. Oh, Bamadari. Devil Penay Magari.
Jesus, komm Amen, Jesus, bewege Völker in einer Zeit der Anbetung, Herr Vater. Und genau Abraham, Jesus, ist ein Mann der Anbetung, Herr Vater. Oh, bete es an, Jesus. Und genau selber, Jesus, sind wir ein Geist der Anbetung, Herr. Jesus, Vater, Jadu Hurai, Herr, und wirke, du Geist Gottes. Gib du Friede, Jesus, an Mara Gedanke, Herr, an Mara Sia, Herr Vater, und an Mara Geist, Herr. Jesus, Herr, schaffe du, Kana Jesus, ein offenes Herz für Hakubral und Hakibet. Jesus, Herr, die La Jasminga, mit dir, der Heilige Basta, mit dir, Jabu Knie, und Pera, Jesus, Abumui, dann Jesus, dich zu begegnen. Jesus, Hakilat, Jesus, sie muss weichen, Herr Vater. Halleluja. Gepriesen und gelobt wird die Rola. Amen. Wir wollen jetzt mit unseren Herzen und mit alles, was wir haben, vor Gott kommen. Amen. Bete den Herrn an und empfange das, was der Herr dir heute bereitet hat. Lass die Musik ein bisschen angenehm werden für die Betungszeit. Halleluja. Suche den Herrn. Halleluja. Meazon Ilachu Malmami Meazon les Ableskula Nairikame Gamla Ben Sikas Yoma Apugoluta. Danke für die Friede, Herr Jesus. Yopi Nakeni Utramasku Fonobolepe Onescula Pichindo Amagasia Onescula Pin Jesus Amiruchi Bengamu Keilman Ipere Konzert Kova dann gib man sa kegili Jesus tu halt an mir Probleme Jesus du halt Mansa Jesus tu halt Mansa Imukena Manhalauta Lauta Play jede Kraft, menschliche Kraft Ay, grada Kuda Meazon Ilachu Malami Meazon les Halleluja Apleskulak Nairikamame Chanchula Kamla Ben Meazumeni Sikas Yokman Kai Apugol Gotan Jesus, du Almanza, Amiga Problemi. Jesus, du Almanza, Iginaka Luera. Jesus, du Almanza, Inukena Manalauta. Du Shurego Manabe.
bei euch alle Tage bis ans Weltende. Und auch Gott Jesus vertrauen. आपको बचवा मांगी हो आपको बचवा मांगो सिंह आपको बचवा मांगो सिंह die Heilmensa. Halleluja. Nach Situationen, in alle Lebenslagen, in Krisen, die um mich Mein Minuta Cel Gaman Petra Beti no Geiste von David. Jesus, preis Gott. Danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Raki du prophetisch, Herr, mächtiger Dienst. Durch die Weissagen, Herr, durch die Prophetie. Raki du durch Bilder, durch Visionen, Heiliger Geist. Raki du durch ein Wort der Ermutigung. Durch ein Wort, Jesus, Evangelie. Befinde Bedia Kalabas, Dalabas, Jesus, du allmächtig. Wir gemahnen der vollkommene Anbetung der Liebe, Vater. Wir gemahnen ausliefern, wir gemahnen ausschütten, wir gemahnen dich begegnen. Ach, o Moses, ein Freund Gottes, immer wieder, basch du dies, immer wieder neves, Herr. Wir gemahnen Gott dies neu erleben, neu erleben, Jesus. Als ewig kann ich neu erleben. Halleluja. Jadura, Amate Meskidura, gebe in heiligen Schwung. Wir kommen in Meni. Amate Mespreis, Halleluja. 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 Jesus, da gibt es Menschen, die haben. Sondern mit dem Betrug Jesus. Allah hat euch klar, Jesus, ins Ende. Weil die Ukraine Lachu Halmodegen Tu Kamlapin Gafechai Yopi Pranalauta Du warst Hademan Rei, Lachu Halmodene, Du Kamlapin Gafechai, Yopi Pranalauta, Du warst Hademan Rei, Benakit Nikalava Halleluja. Egale Veda. Nina nuka iti vos, Nina nia meiti vos, Gina David Mansa Mihai. Halleluja. Mansa Mihai Jesus. Nina nuka iti vos,
Vater, für deinen lebendigen Geist, Herr. Mach die besser mit dem Vater. Legest du frie, Herr, mit dem Geist. Ja, Jesus. Schucke dir mit dem Respekt, Vater, mit ihrer Kerl, Jesus. Schau ruhig, Herr. Ja, da kommt Ich bin da. Ich bin da. Ich bin euch so nah. Euer Geist sucht mein Angesicht. Halleluja. Beugt euch vor mir. Halleluja. Zieht auf eure Schuhe. Halleluja. Ich will euch begegnen. Halleluja. Danke, Jesus, für die Markär, Vater, Herr. Vater, mir kann man ernst dich, kann du die Welt, Herr. Komm an, wir kallen mit du, Herr. Jesus, Herr. Zieh ruhig, Vater, die krass ernst mit du, Herr. Dass wir dich begegnen, Herr. Und wenn wir dich begegnen, Herr, lebe es Marujiben komplett, Herr. Gemamen, Jesus, Herr, Marakicha, wie die Rivel. Und Gemar, Jesus, Marujiben, tutti del, Herr. Vielleicht Menschen gedreht, weil es sind Menschen hier. Wir Mujiben gar komplett der Vestidan, die ihr Leben nicht komplett Gott gegeben haben. Heute ist die Gelegenheit und die Chance, die das die Mujiben ganz in der Vesti. Halleluja. Und der Gott wartet auf dein Ja. Amen. Wir wollen weiter den Herrn begegnen. Weiter den Herrn begegnen. Latschu, Herr Jesus. Ja, die Penas, ich liebe meinen Herrn. Und mir schaue immer Paschlesti. Weil die kannst du mich da mir ujiben. Und schaue immer Paschlesti. Halleluja. Jesus, Akihan. Jesus, man hat nicht dir. Mau ujiben, ihr Timabasta. Ja, Jesus, du Halatschu. Diesen guten Hirten, der Dram kennen. Was diesen guten Hirten anschauen. Was tut Jesus? Was tut ihr anschauen? Marujiben, er blüht auf, wenn er schaut, was tut ihr? Halleluja. Halleluja. Die Warmacher der West. Nina nupa, niti vos, nina nia, mei. David, Mansa, Halleluja. Ich höre kein Lied in den Klappit. Nina. Halleluja. Geist Gottes. Voll weiter. Du bist hier, Heiliger Geist. Aber wieder natürlich, sondern wir haben eine unnatürliche Gegenwart. Latschu al podere, tu kamla bengafejan, yoki alalanta, tu vas ademan rei. Latschu al podere, tu kamla Genau von daher lauter bringen. Im ganzen Jahr, der wir meinen Verstand dabei, und auch langsam. Und dann Jesus Christus war ganz nicht verstanden. Weniger wichtig kommt ein Haar her, sondern wichtig ja verstanden. Halleluja. China.
Gaben, Vater. Deine Gegenwart, Jesus. Ich möchte noch was weitergeben, Geschwister. Vorhin kam meine Schwester zu mir und Gott hat ihr gezeigt, er ist gekommen, zu erretten, was verloren ist. Ich weiß nicht, wo du stehst, was in deinem Leben ist, ich weiß es nicht. Aber einer weiß es, und das ist Gott, der Heilige Geist. Ich kenne nicht dein Leben. Ich weiß nicht, wie viel Prozent du Gott gibst und wie viel Prozent irgendwo anders verplemperst. Du weißt es und Gott weiß es. Vorhin haben wir gehört von der Schwester, der Geist sucht Gott, unser Geist sucht Gott. Wisst ihr, wir können nur durch den Heiligen Geist zu Gott kommen, weil der Heilige Geist uns zu Gott führt. Und wenn du vielleicht dich angesprochen fühlst oder sagst, ja, ich bin es, dann kannst du nach vorne kommen und fang neu mit Gott an. Aber geh nicht hier raus, wie du reingekommen bist. Wisst ihr, wir machen Fehler, wir versagen. Aber Jesus, wenn wir zu Gott kommen, er fängt uns auf. Und er gibt uns ein neues Leben. Aber wir müssen was tun. Wir sollen nicht in die Sünde verharren. Ganz kurz nur zeigt mir Gott jetzt das Allerheiligste. Es war einmal das Heilige und dann das Allerheiligste. Und wir konnten nicht in das Allerheiligste, weil dazwischen war ein Vorhang. Und genau so ist es mit unserer Sünde. Wenn wir Sünde haben, können wir nicht in das Allerheiligste zu Christus hin, weil die Sünde uns hindert. Wir müssen in das Allerheiligste. Und das ist Christus. Da müssen wir hin. Amen. Ja, du, oder? Halleluja. Jesus. Prüfe unser Herzen, Herr. Heiliger Geist. Wie viel Sünde auf uns geladen haben, Herr. Dann möchte wir Buße tun. Unser Leben neu verleben. Oh, Jesus, du reinigst Gott. Kanaput menschige che clovile Ja, zu Text. Yon mangin patse naga ti dele nudeve Yon jaina nuveltu shalrepe Ova uben kilo bensa lenkare Ninati veman shitichal Geketi veman kaiti jab Tirubas devel gamu kaune Kana miru kam lapen Amiru parada babelpen Hoi gapechai Ninati veman shitichal Geketi veman kaiti jab Tirubas devel gamu kaune Kanal mirubada babete Tuji ve amiruzi miruhai Auch deine Reinheit, deine Vergebung. Kanabut benchitike che clovile Yon mangin patse laga ti tele nudeve Yon jaina nuveltu shaleipe Ova ube kilo bensa
entrare. Quand la peine va m'enchaîner, una scena. Lo vi suona cayon a chingo. Pulu polpen ni naga. Yek ti wala prai devel. Yo pace. Yo pace. Ni native manchiti khal. Che man di già di rubas deve gamugo canal muba da babelten tu ci veani così alleluia di nati dei manciti cal che ti manca di già di rubas deve gamo come Gesù tu ci vei amanti di nati vei manciti hal che ti vei manca di già di rubas deve alleluia Jesus da barbeten oi gafejai oi gafejai. Wir wollen noch ein Lied hören und dann kommen wir zum Wort Gottes. Heiliger Geist, bereite uns vor, dass wir dein Wort hören. Dein Wort soll uns heute neue Kraft geben und uns verändern. Wir brauchen deine Speise. Du bist das Manna aus dem Himmel. Und das Volk, wo wir es immer verstücken. Immer. Sich das Leben schwierig an. Ich kniee vor mir selbst und was mich macht. Die Finger der Vergangenheit. Sie rufen nach Gerechtigkeit. Und wenn mit Lichter vom Rennen wird mir klar, dass Sünde ihren Preis hat. Ja, es ist wahr, ich kann ihn nicht bezahlen. Jesus Christus, vergib sie mir. Und ich kann sie nicht begraben. Doch tief in meinem Herz, viel tiefer als der Schmerz, seh ich, Geliebter Herr, Herr, dein Licht. Am Kreuz hast du gezeigt, was wahre Liebe heißt für dich. danke Jesus. Halleluja. Wenn die Mera peranti basta. Halleluja. Und wenn ich fall, dann fall ich in deine Hand. Halleluja. Wenn ich dich spür, Glaub ich ist da. dann glaub ich fest daran. Oben Baum und Berger, ich lass mich fallen. Ich lass mich fallen, Zerbrochen mich. so zerbrochen wie ich bin. In deine Hand. In deinen Armen Bin ich geborgen wie ein Kind.
Zeit schwindet, du bist da. Die Last in meiner Schuld hast du bezahlt, du hast mir vergeben. Das kann mir keiner nehmen. Du hast mir vergeben. Und wenn ich ich lass mich in deinen Händen, bin ich geborgen wie ein Kind. Geborgen wie ein Kind. Mir ist vergeben durch den Sohn. Ich bin gereinigt durch sein Blut. Ich bin berufen und befreit. Ja, der Herr hat mich geheilt. Und wenn ich dann fall ich in deine Hand. Wenn ich nicht dann glaub ich fest daran. Ich lass mich fallen. So zerbrochen wie ich bin. In deinen Armen bin ich geborgen wie ein Kind. Und wenn ich dann fall ich in deine Hand. Wenn ich nicht spür, dann glaub ich fest daran. Ich lass mich fallen, so zerbrochen wie ich bin. In deinen Armen bin ich geborgen wie ein Kind. dass es dir wohlgefällig ist. Dein Name studieren. Übermag an Jesus Hörer und Täter deines Wortes will, Herr. Und du der mit dir so. Mach schnell, Herr Jesus, mit offenen Augen, Herr, und ein offenes Herz. Danke, Herr, für diese Zeit. In Jesu Namen. Amen. Shalom, liebe Gemeinde, ich will einen jeden herzlich begrüßen, von nah und fern. Bevor wir zu das Wort kommen, bitte ich dich, wenn es geht, steh mit mir auf. Lass uns beten, nicht für mich, sondern für das Wort Gottes. Bete für dich und auch für mich, damit du das Wort verstehst. Obarodate, Herr Jesus Christus, Herr. Vater, ich bitte dich, Herr, mache unsere Herzen auf, Jesus, für dein lebendiges Wort, Jesus. Schaffe in uns Raum, Jesus, Herr, und Platz, Herr, für dein Wort, damit es in uns, Parodat, die einfach seine Arbeit tut, Jesus. Vater, Himmel, man runter für Mangi, Herr, der man weg als Mensch, als Person,
ihre Eigenschaften, ihre Wirken, ihre Handeln, ihre Ich, lebendig darin, Jesus. Und erfülle man kann aber auch mit Heiligem Geist. Jesus, wenn man die Freimütigkeit, die Rolab, gar nicht aquela tu des Kamer und nicht nach Medes Kamer. Jesus, man hört, Herr, dass dein Wort jetzt, Herr, auf fruchtbarem Boden fällt. Bereite du unsere Herzen vor, Jesus, auf deine gute Nachricht. Ja, Herr, das Evangelium. In Jesu Namen, Herr. Amen. Ja, es ist kein leichtes Wort. Und jedes Mal, wenn ich hier oben stehe, bin ich nervös. Ich habe Ehrfurcht vor meinem Gott. Aber ich glaube, das ist normal so. Oder? Und zwar, wir haben vieles gehört in der Einleitung, in die Gebete, wenn du richtig zugehört hast. Auch was Bruder Albert gesagt hat. Oder? Die Zeugnisse waren wunderbar, sehr erbauend. Und der Herr hat mir einige Verse auf ein Herz gelegt. Und zwar steht es in Matthäus 25, ab den Vers 14. Da geht es um eine Begebenheit, wo einfach ein Herr Arbeiter sucht und jeder Arbeiter vertraut dir was an. Und zwar diese Talente. Einen gibt er 5, den anderen 3 und den einen nur einen. Und es ist mir groß geworden. Die anderen 2 haben es vermehrt, haben damit gearbeitet. Und der Letzte, der eine, der 1 nur bekommen hat, hat es vergraben. Ich weiß nicht, was du mit das getan hast oder ich, was Gott uns anvertraut hat. Hat dir Gott was anvertraut? Amen. Im Wort Gottes steht, die Ewigkeit hat in den Menschenherzen hineingelegt. Lass uns nicht fahrlässig damit umgehen. Ich will dich nicht anklagen, ich will dir auch nicht nahe kommen. Aber so hat mir der Herr das Wort so gegeben. Und ich will es einfach so weitergeben. Ich will es ganz kurz machen, aber ich will es so weitergeben, damit du es verstehst. Und als dieser Herr wiederkam, denn er ging auf eine Reise und wie gesagt, vertraute es anderen Arbeitern an und hat nachgefragt, also hat Rechnung gestellt, wo seine Talente geblieben ist. Der eine hat es vermehrt 10, der andere hat es wieder vermehrt und dann kam er zu den einen und hat zu ihm gesagt, wo ist dieser Talent? Ja, der sagt dann, der will sich ausreden, ja, ich weiß, dass du ich sage jetzt, ein strenger Herr bist. Und dann fragte er ihn, sagte er hat es vergraben, ja, hast du diesen Talent wieder. Jesus sagt zu ihm, du fauler Knecht, hättest du das Geld zur Bank gebracht, hättest du Zinsen bekommen. Aber er hat es nicht getan. Er hat es entweder vergessen oder wollte es einfach nicht. Hat es einfach so hingelegt. Oder vergraben, wie es das Wort Gottes steht. Und weißt du, was dieser Herr zu ihm sagt? Kannst du hier nachlesen, in Vers 30. Und den unnützen Knecht werft in die äußerste Finsternis hinaus, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Weil ich will nicht so einer sein, der nicht in das Reich Gottes eingeht. Ich will lieber der sein, der arbeitet, der es gut verwaltet. Da steht es, Vers 22. Nein, nicht 22, wo habe ich denn? Das ist 21. Da sagte sein Herr zu ihm, gut gemacht, du treuer, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenig treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Also ich will der sein, du? Ich glaube alle. Keiner will, glaube ich,
das Reich Gottes oder seine Aufgabe verfehlen. Ich nicht. Denn knapp vorbei ist auch vorbei, ja? Ich habe hier meine Bibel, wo ich gerade gesessen habe, habe ich ein bisschen rumgeschaut und da ist so eine kleine Metapher. Bereit für Jesus Wiederkunft. Da sind einige Verse und Punkte dazu. Bereit sein heißt handeln, bis er kommt. Ha? Stimmt doch. Man kann es ja weiter dann lesen, dann geht es weiter. Bereit sein heißt sich vorbereiten. Ist es so? Ist es so? Wir brauchen die Vorbereitung. Und 25, ihr kennt 25 mit den 10 Frauen da, wo sie 10 Lampen haben, ha? Und wollen ihren Bräutigern entgegenkommen. Auf Vers 1 kannst du es nachlesen. Und ja auch, also die 5 davon, die Hälfte davon, hat auch ein verheerendes Fehler gemacht. Im Vers 3, die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Aber die Klugen, sie nahmen ihre Lampen und zusätzlich nochmal Öl in ihren Gefäßen mit. Ha? Also ich will so einer sein. Ich will nicht einfach auf meinem Platz sitzen bleiben oder stehen bleiben. Ich will einfach nicht da stehen bleiben. Ich will mich in meinem Leben weiterentwickeln. Ich will vorwärts gehen, meinem Ziel entgegen. Ich will mich vorbereiten, Vorkehrungen treffen. Und dann steht es auch in das Wort Gottes. Und als der Herr kam, hat das Öl nicht mehr gereicht für die eine Hälfte. Ja? Die anderen haben Vorbereitungen getroffen, ne? Vorkehrungen. Die haben ihre Lampen ja einfach brennen lassen. Bei den anderen ging es nicht mehr so. Ja? Die anderen waren klug. Und es heißt in das Wort, und sie schmückten ihre Lampen. Weißt du, was dieses Wort eigentlich bedeutet? Schmücken? Reinigen. Albert hat gerade die Stiftshütte erwähnt, ja, der hohe Priester. Und da stand auch ein Leuchter, eine Menora. Und er hatte die Aufgabe, diese Menora zu reinigen. Dann war Öl drin, dann so ein kleiner Docht. Das hat beständig vor Gott gebrannt, also von abends bis morgens. Und er musste diese kleinen Lampen da reinigen, sie befreien von Ruß. Ja? Vielleicht hast du es schon mal bemerkt oder in der Wirtschaft gesehen, wo Lampen mit Petroleum gefüllt sind. Da sind manchmal auch so ein bisschen verbrannt, so schwarze, nimmst du Asche, also Ruß, genau Ruß. Und die haben das gereinigt, damit die Flamme beständig, das Licht beständig scheint und nicht flattert. Vielleicht hast du schon mal gesehen, beobachtet, wenn Wind kommt oder wenn die Kerze nicht rein ist, dann flattert die ein bisschen, der Docht. Ja? Scheint nicht mehr so gut. Und wir müssen Vorkehrungen treffen. Gott. Vielleicht geht es ich sage jetzt mal, auf die Nerven. Ach, wieder die Gemeinde, es ist wieder langweilig. Ach, wieder da sitzen zu bleiben, stundenlang, und immer das Gleiche. Das Wort Gottes hat sich nicht verändert. Oder? Das ist die gleiche alte Botschaft. Die wird sich nie verändern. Der Mensch selber verändert sich, ja? Mit der Zeit. Der verändert sich durch seinen Charakter. Aber wenn ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, aus Gnade, dann will ich nicht meinen Charakter mehr tun. Ja? Will ich nicht beide Sachen mehr tun. Sondern ich will den Charakter Jesu annehmen und das auch widerspiegeln. Ja? Oder? Ist es so? Ja? Und der Bräutigam ist Jesus. Ja? Wie gesagt, ich will nicht lange machen. Im Alten Testament gibt es eine Begebenheit. Und zwar, da ist eine Frau, eine Moabiterin, hat ihren Mann verloren und ging mit ihrer
Schwiegermutter zurück zu ihrem Volk, von der Schwiegermutter ihr Volk. Denn das war eine Israeliterin. Naomi ist die Schwiegermutter und die Schwiegertochter ist Ruth. Und wie gesagt, sie hatte ihren Mann verloren und sie hat zu ihrer Schwiegermutter gesagt, ich will dich nicht verlassen. Dein Gott soll mein Gott sein. Ja? Und sie ist wirklich nicht zu ihren Familie und Verwandtschaft gegangen, sondern sie ist mitgegangen. Und dann war ein Mann da, der ein Verwandter ihres Mannes war. Er, wie gesagt, stand als Löser, sagt das Wort Gottes. Also er stand oder er hat das Recht, das Ackerfeld, oder ich sage jetzt mal diesen Gut, was Ruth gehabt hat oder Besitz hat, durfte er kaufen. Aber kannst du es nachlesen, wie gesagt, Ruth, Kapitel 3, kannst du es komplett nachlesen. Und zwar ging Ruth immer auf seine Acker, wo er gesät hat, und hat Nachlese gehalten. Ihr wisst, was Nachlese ist, oder? Das Übriggebliebene hat sie vom Feld genommen. Die Ernte wurde eingebracht, aber sie hat dann, ich sag mal, das Rest aufgesammelt für sich. Und es war wirklich ein guter Mann, hat sie wirklich auch gern gehabt. Und eines Tages war dieser Mann auf seinem Feld, hat diese Ernte eingenommen, in eine Tenne nennt man das, und hat sich schlafen gelegt. Er schlief und die Frau Ruth ging zu seinen Füßen und schlief da. Und er wachte auf, die Bibel sagt, um Mitternacht, und hat gesehen, hat sich wahrscheinlich erschrocken, nehme ich mal so an, ne? Was machst du hier? Und dann kannst du das nachlesen in Vers 9. Und er sagte, wer bist du? Sie antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. Breite deine Decke über nahe verwandt als ich. Der steht vor. Dann haben sie sich darüber unterhalten und der eine, der näher kam, also der näher verwandt war, hat diesen, ich sag jetzt mal, diesen Vertrag ungültig gemacht. Sagte, nein, ich gebe es dir ab. Sei du der Löser. Kauf du es ab. Und gerade dieser Begriff Löser heißt eigentlich auslösen oder einlösen oder zurückkaufen. Ich weiß nicht, wie Abwege kommen und schämt sich, einfach einen Neuanfang zu machen. Ich will dir jetzt wirklich nicht so nahe treten, aber so hat mir der Herr es auf ein Herz gelegt. Denn ich habe vieles über mein Leben auch nachgedacht und habe Buße müssen über mein Leben. Ich habe Buße getan über mein Leben, weil Gott hat mir Dinge offenbart in meinem Leben, was nicht gut war. Es war gar nicht lange her. Der Abend von Dienstag auf Mittwoch. Um 2 Uhr par kaputte bin ich aufgewacht, konnte nicht mehr schlafen. Ging so viele Bibelstellen, so viele Verse in meinen Kopf. Ich konnte nicht mehr schlafen. Habe ich gesagt, ach Herr, kannst du nicht bis um 10 Uhr warten? Ehrlich jetzt. Um 2 Uhr. Und da habe ich Buße getan über mein Leben. Es war gut so. Denn wenn ich es nicht getan hätte, so hätte ich die Erkenntnis denn nicht gehabt. Ja? Oder die Offenbarung darüber gehabt. Und da habe ich über mein Leben Buße getan. Und ich weiß, Gott spricht nicht selber nur zu mir, sondern auch zu dir. Ist es so? Fühlst du dich oftmals so, dass du missverstanden wirst? Oder manchmal denkst du, ach, ich schaffe es sowieso nicht. Oder das Wasser ist nicht mehr bis hierhin, sondern bis hier. Ja? Aber wir haben doch gehört, ja? Wenn wir im Feuer sind oder im Wasser sind, der Herr ist immer da. Oder? Amen. So wie er, ich sage jetzt mal, mit den Glaubenshelden war, ob es im Feuerofen war, ja? Oder selbst bei Jona, im Bauch eines Fisches. Gott war da. Glaubst du das? Ich glaube es. Weil er hat seine Gebete gehört, dann war er auch da. So bitte ich dich, nimm es auf deinen Herzen und
Bete darüber. Nimm es an, nicht weil ich jetzt bin, nein, weil Gott durch mich spricht. Glaubst du es? Ich glaube es. Weil zuerst ging diese Predigt an mich und dann zu seiner Gemeinde. Gehörst du zu der Gemeinde? Amen. Amen. Denn Jesus will nicht nur einen abholen, sondern seine Brautgemeinde. Ist es so? Dann lass uns hinzugefügt sein. Im Alten Bund, also in Hesekiel 16, Kapitel 16, Vers 8, aber das lest ihr bitte zu Hause nach. Denn da sind ein paar Sachen, die kann ich jetzt nicht erwähnen. Ich lese nur einige Zeilen raus und ich lese es einfach nicht durch. Und ich ging an dir vorüber, also sagt Gott, und sah dich an. Und sieh, es war die Zeit. Ja, was für eine Zeit? Wir sind in den letzten Zeiten. Ist es so? Da steht 5 vor 12. Ja? Wir wissen, Gott lässt auf sich nicht warten oder verzögert seine Verheißungen hinaus. Macht es nicht. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Bist du bereit? Feni, ja? Bist du bereit? Amen. Amen. Sollen stets bereit sein. Die Zeit, um dich zu werben. Da breitete ich meinen Mantel über dich. Er hat sie angenommen wieder, seine Gemeinde, als seine Braut. Und die Überschrift, Jerusalems Untreue und Gottes Wiederaufnahme. Gott will dich aufnehmen, glaubt mir das? Wir sehen das Wort. Gott will dich einfach neu wachrütteln. Lass es zu, dass Gott auch in deinem Leben redet und geschweige denn hineinwirkt. Der Bruder hat es gut erwähnt im Zeugnis, dass wir uns was dem Herrn lieben geben. Nicht was zurückhalten, nein, Herr, dir gehört alles. Wenn ich was hingeben will und wenn ich es so hingeben will, was denkst du von mir? Ist der geizig? Ist es so? Ist es so? Du willst doch mit Herzen geben. Lass uns nicht töricht sein wie die törichten Jungfrauen, wie es heißt in diesen Worten. Die nahmen kein Öl mit. Der Bräutigam kam. Die Tür war zu. Was hat er zu ihnen gesagt? Ich kenne euch nicht. Weil ich will es nicht hören. Ich will hören, komm. Komm rein in die Freude deines Herrn, was Gott mir vorbereitet hat. Willst du es auch tun? Amen. Wir sehen das Wort. Und zwar, ich habe noch ein Lied auf dem Herzen. Yeshua. Wir, deine Braut. So, wie gesagt, wir sehen das Wort. Vielleicht stehen wir gemeinsam nochmal auf. Wer will und wer kann. Für das Wort und auch für dich. Bete, dass der Herr, der Geist Gottes, an dir spricht. Oder zu dir spricht. Baudat, Herr Jesus Christus, Herr. Jesus, Herr, wir kennen Ram. Herr, dass wir vor dir schuldig sind. So bitte ich dich, Herr, vergebe uns, Herr. Herr, jede Sünde, die bewusst oder unbewusst geschehen ist, Herr. Jesus, Herr, wir wollen unser ganzes Leben dir ausliefern, Herr. Sei du, Herr, Herr über uns. Herr, wir wollen es tun so, wie die Ruth es tat, Herr. Wir wollen zu deinen Füßen kommen, Herr. Herr, und wir wollen diesen neuen Bund mit dir schließen. Komme, Herr, und wirke, wie du es willst. Herr, verzeihe uns, Herr. Herr, jede Ungerechtigkeit, Herr. Und ich weiß, wir sind oftmals nicht so, wie du uns haben willst, Herr. Aber trotzdem liebst du uns, Herr. Denn dein Wort sagt, Herr, auch wenn wir untreu sind, Herr, so bist du doch treu, Herr. Und wenn wir aufrichtig kommen zu dir, um unsere Sünden zu bekennen, Herr, so bist du, Vater, treu und gerecht. Du wirst es uns vergeben. Und so bitte ich dich, Herr, vergebe uns jetzt, Herr. Herr, wasche alle Schuld, Herr, von uns, Herr. Und mache unsere Augen auf, Herr, damit wir erkennen die Zeit, Jesus, dass du kommst, damit wir mitgehen, Herr. Und lass uns nicht, Herr, mit dieser Erde eins werden. Nein, lass uns mit dir eins sein, Baudat. Herr, wir wollen uns von dieser Welt, Baudat, entfernen, Herr. Und so bitte ich dich, Herr, hilfe uns, nimm uns an der Hand, Herr, und führe uns, Herr, zur rechten Straße, zum deinen Namen.
rechter Straße um deines Namens willen, Herr. Hab Dank. Namen Jesu. Amen. Amen. Willi. Ja, Geschwister, wir haben gleich noch eine Zeit, wo für Menschen gebetet wird. Und ich bitte euch, lasst uns in der Ruhe bleiben. Es ist sehr wichtig, dass wir uns nicht unterhalten, denn Gottes Gegenwart ist immer noch hier. Amen. Höre zu auf den Text und öffne dein Herz. Unser Herr wird bald wiederkommen. In den Wolken werden wir ihn sehen. Alle Knie werden sich beugen, Herr. Die Rolle ab. Wir deine Braut, wir erwarten. Prüfe die Haltung Pascha. Wir erwarten unseren Herrn. Die Gewissheit, Gott liebes, die Bibel Bali, die Haltung mit. Unser Herr wird bald wiederkommen. Danke für die Rolle ab, Herr. In den Wolken werden wir ihn sehen. Jesus, Briefe Magasia, Herr. Wir deine Braut, wir erwarten. Oh, Jesus. Wir erwarten dich. Oh, die schon auch Freude an Musik. Bei dem Mount Nebel. Die Kappes, Halleluja. Ich will dich sehen, Herr. Auf den Wolken mit Kraft und Herrlichkeit. Jesus. Ich bin bereit, Herr. Oh, dir zu begegnen, Herr. Halleluja. Unser Herr wird bald wiederkommen. In den Wolken werden wir ihn sehen. Wir deine Braut, wir erwarten dich. Wir erwarten dich, unseren Herr. Gebet brauchst, Unser komm nach vorne. Herr wird bald Ja, wenn wiederkommen. du dir unsicher bist, ob du errettet bist, In den Wolken wiedergeboren bist, werden wir ihn komm nach sehen. vorne. Mach einen Neuanfang. Wir Fang ganz neu an mit dem Herrn. Braut, Wir haben noch Zeit, unser Leben mit dem Herrn zu versöhnen. wir erwarten Rufe, dich. höre auf den Ruf Gottes. Der Herr Herr. ruft dich, genau dich. Gib dein Leben neu in sein Hand. Oh, Jesus. Oh, Rabashia. Reise mit dem Scholar. Halleluja. Gleich halt Wäsche und Auto. Und der Herr tut die Walzka bereit. Die Haltung die unsicher. Das Leben Geist und Liebes. Damit die Kommandant, bist du dir gewiss, als Gewissheit, errettet. Und dem die Garantie, ja, aber hätte man. Wir haben das Katschade und die Hand vom Neugeboren.